im Klon Ferdinand seine rote Nase. Bunt leuchtet das Zirkuszelt im Schnee. Heute ist die letzte Vorstellung vor der Winterpause. Schnell werden noch einige Vorbereitungen getroffen, denn vor so einer grossen Show müssen alle Artisten immer kontrollieren, ob auch alles am richtigen Ort ist. Auch der Klon Ferdinand hat sich schon geschminkt und seine weiten Hosen mit den Hosenträger angelegt. Aber wo ist nur seine rote Gumminase? Ein Klon ohne Nase? Das gibt's einfach nicht. Oder hast du schon einmal einen Klon ohne Nase gesehen? Ohne seine schöne Gumminase will der Klon Ferdinand nicht in die Manege und auftreten. «Hast du meine rote Gumminase gesehen?» fragte Ferdinand den Pinguin Rasputin. Er sucht zwischen dem Rasputin seinen Plastikfisch, aber eine rote Gumminase ist nicht dabei. Vielleicht ist aus Versehen meine rote Nase in deinen langen Rüssel gerutscht, fragt jetzt der Klon Ferdinand den Elefanten Bruno. Der trötet eine Schlut durch seinen Rüssel, aber von einer roten Gumminase keine Spur. Entschuldigung. Weisst echt, du, wo meine rote Gumminase ist? Wollte Ferdinand von der Stefanie, der wunderschönen Seiltänzerin mit den langen blonden Haaren, wissen. Als er die Stefanie fragt, muss der Ferdinand gerade ein bisschen stottern und er bekommt ganz rote Backen. Aber auch die Stefanie hat keine Ahnung, wo im Ferdinand seine Nase könnte sein. Der Ferdinand versucht es noch beim Zauberer, im Alexander. «Ist meine rote Nase echt in deinem Koffer gelandet?» fragt er schon ein bisschen ausser Atem und schaut schnell in den Koffer vom Zauberer rein. Aber auch dort ist seine rote Nase nicht. «Weisst was, Ferdinand? Ich könnte dir eine neue rote oder auch eine grüne Nase zaubern.» «Nein, lieber nicht. Vor allem nicht eine grüne. Ich möchte meine schöne, alte, rote Gumminase wieder haben», sagte Ferdinand traurig. Da! Die Katze von der Direktorin Regenass hat etwas Rotes im Maul. «Meine Nase!» ruft Ferdinand und rennt hinter der Katze her. Der Ferdinand und das Büsi laufen 3,5 Mal ums ganze Zirkuszelt herum. Und dann endlich verwünscht der Ferdinand die Katze. Und die rote Nase ruggelt in den Schnee. Aber, oh nein, das ist gar nicht dem Ferdinand seine Gumminase. Es ist ein roter Wollknäuel von der Oma Ida. Der Ferdinand seufzt ganz tief. Er weiss nicht mehr, wo er sonst noch suchen soll. Da hört er plötzlich Applaus aus dem Zirkuszelt und er weiss, dass es Zeit für seinen Auftritt ist. Traurig und ohne Nase schleicht der Ferdinand in die Manege hinein. Die Zuschauer flüstern und giggeln. «Oh, hat der Klon eine tolle rote Nase!» hört er plötzlich jemand sagen. Der Ferdinand wundert sich. In seiner glänzigen, goldigen Tuba spiegelt sich sein Gesicht. Und, Kinder, was sieht der Ferdinand da? Genau, eine rote Nase strahlt ihn an. Von der ganzen Sucherei und vor allem vom Umspringen im Schnee ist seine Nase leuchtend rot geworden. Ja, jetzt kann die Vorstellung so richtig anfangen. Nach seinem Auftritt geht der Ferdinand zufrieden in seinen Wagen und setzt sich auf den Hocker vor seinem Spiegel. Als er auf den Hocker sitzt, macht es «Pop!» und es quietscht etwas.
die rote Gumminase.